wenn Harry mit dem Stuhl fickt. Warum jedes Jahr? Ich hoffe, dass ich noch so lange lebe, dass ich meinen Verstand hochladen kann. Ist ja nicht schade, mal eine zum Umarmen und ein kleines bisschen zu tief zum Greifen. Grüß Gott, Herr Rap. Scheiße! Ich wollte eigentlich, dass es ploppt. Ja. Riecht es nach Bier, oder? Ja. Prost! Prost. Au. Also irgendwie hat, wir müssen da mal aufs Datum schauen. Ich finde tatsächlich, dass es eine brutal gute Charge ist. Ja. Muss man wirklich sagen, wie geht's da? Mir geht's gut und dir? Auch gut. Ah gut, das ist gut. schön. Freu mich. Reels draht. Mit dir, du warst dabei. Ich war dabei, danke fürs Bescheid geben. Ich hätte es tatsächlich wieder vergessen gehabt. War saukalt draußen Ja, definitiv. und ich stelle dann doch immer fest, dass es viel geiler ist, bei China wieder draußen zum Drehen. Ja. Ich glaube, es gibt nur zwei Dinge, wegen denen ich gerne auch draußen bin, wenn es kalt ist, und das ist, wenn ich Schlitten fahre. Ja. Und ich fahre eigentlich auch nur Schlitten, wenn ich besoffen bin oder wenn ich am Christkindlmarkt halt auf. Ja. Aber sonst gibt es null Gründe für mich, im Winter rauszugehen. Schneeschaufeln, ja, das muss man machen. Also Du meinst jetzt freiwillig? freiwillig rauszugehen. Na, theoretisch könnte ich erwarten, bis Frühling ist mit dem Schneeschaufeln. Aber wieso musst du das machen? Du hast da wahrscheinlich auch einen Angestellten, der das macht. Ja, aber wenn der wieder verhindert ist, weil er wieder irgendein Drum aufgeschmissen hat, weil er mich genervt hat Schon, er hat und dann wieder wieder krank geschrieben ist. Ich glaube, dass ich frisurentechnisch ein Bild unterwegs Ja, ich bin. schaue schon die ganze Zeit hier, aber ich mag es gerne, ehrlich gesagt. Ja, erst an der Seite, ein bisschen aus Rand und Band. Ja. Ja. Ich muss jetzt tiefer machen, dass da ist. Und Alter, ja. Ja, bei mir ist es ganz schön, meine Frisur ist brutal wetterunbeständig. Ja. Aber das kriegst du selber. Und wenn ich laufe, macht der ganze Heim immer so. Ja. Was ist die Woche sonst noch passiert? Nur gute Sachen, finde Ja. Haben wir einen neuen Song in der Pipeline noch? ich. Wird wieder ein bisschen was zum Tanzen, gell? Ja. Also ich werde drauf tanzen. Ja. Sie drauf tanzen. Ich tanze auf alles. Du kannst auf alles tanzen. Ja. Das Schlimme ist, der Kid Rap kann wirklich auf alles tanzen. Wenn ich jetzt zum Beispiel tanzen genau, und wenn jetzt das ist irre. Also er tut es nicht, weil er es nicht nötig hat, aber er kann es. Ja. Und es ärgert mich manchmal so. Ja, das ist, ich kaufe im Club auch keine Flaschen mehr, weil alle Leute eh schon wissen, dass ich mir die leisten kann. Du kaufst da keine Flaschen mehr? Nein, also Flaschen mit Feuerwerk und so, weil das macht mir ein bisschen zum sagen, hey, ich hab Geld, ich kann flexen. Ja, nein. Aber das, Ich bin jetzt wieder dazu übergegangen, dass ich selber Flaschen in den Club reinschmuggeln und dass mir dann fragen so, hey, du kannst es doch leisten, auch nicht zum Kaufen. Ja. Und meine, so ja, aber ich will ja einen nicht. nein, das schmeckt wie Arsch. Ja. Und außerdem regt es mich brutal auf, dass ich 2 Euro zahlen muss, dass ich mir Jacken abgeben kann. Ja, schon, das Geld will ich wieder. Ich hasse tatsächlich, macht mich tatsächlich sauer. Ich gebe Ja. ungern Geld für Garderobe aus. Ja, aber es nervt mich auch, wenn ich es dabei habe. Das ist, damit spielen sie mit der Angst. Ja, schon, ja. Mit dieser Angst oder der Unwohlbefinden. Wow. Oh, der fleckt. Ja. Habe der Lasagne gegessen. Oh, wo? Wann? Vom Weber. Da habe Wer ich ist die Weber Lasagne? solide. Also es ist Wahrscheinlich natürlich. besser bei den meisten Italiener dann, oder? Oder ist, warte, ich stelle es mir vor wie eine sehr, sehr fleischlastige Lasagne. Ja, sehr fleischlastig. Und es schmeckt irgendwie so, als würde es eine Oma machen. Also schon so. Ist schon hart, also ich sage sogar, ich hart an der Salzgrenze auf jeden Fall. Okay, das Ja. ist wirklich immer eine Aussage. Aber kannst nichts sagen. Also eine ganze Schale 5 Euro, gell? Also da echt. Ich möchte hier keinen schlecht machen, aber ich war heute auch wieder beim Metzger Mittag. Über den Metzger, wo ich wohne, deswegen nenne ich jetzt keine Namen. Ja. Und ich habe für eine Schweinsbrandsemme Ja. und also Schweinsbrandsemme, eine Fleischpflanzelsemme und eine Brezen. Ja. Nur eine Brezen, eine nackerte Brezen. Ja. Was habe ich gezahlt? 8 Euro. 8,80. 8,80. Ich habe für die Lasagne und am Harry eine Fleischpflanze, eine Leberkassemme mitgenommen. 7 Semme. Euro. 10. Ja. Das muss ich falsch, du hast da letztens eine Schnitzelsemme und eine Leberkassemme für 4 oder 5 Euro. 5 Euro, ja. Ja. Warum? Weißt du, was ein Brezen da kostet? 1,10, ein Brezen. Okay, krass. Ja. Ich glaube, die kostet 60 Cent beim Weber. Ja, das glaube ich auch. Und beim Penny krieg ich es geschenkt. Ja. Und sie ist noch warm. Entschuldigung, aber jetzt. Keine Werbung an der Stelle. Also wir werden leider nicht vom Weber gesponsert. Haben wir noch nie gefragt. Doch einmal wegen Leberkäse. Und hat er auch gesagt. Er hat nicht zurückgeschrieben.
Aber ich glaube, da waren wir ja auch noch hier. Jetzt sind wir, ja, wir haben ja den Fehler gemacht, dass wir ein per Mail geschrieben haben. Ich glaube, so ein Metzger ist du musst vorbeikommen. Ja. Du musst vorbeikommen mit einem K20, weil ich sage, das steht beim Bierkasten. Ja. Da gibt es eine geile Idee mit dem, beide, kennst du den Adventskalender? Ja. Das ist eine geile Idee, oder? Ja. Also das ist dann ein Kasten. Ja. Und dann machst also weil manche haben 24 Flaschen Ja, drin. die Pilzdragel. Ist das nicht eine geile Idee? Das musst kennen, ja. Weil das ist genau die Anzahl von den normalen Adventskalender. Ist geil, oder? Nicht. Ja. Feiert nicht Weihnachten. Nein, ja nicht. Nein. Aber mir kommt ja, du hast wirklich. Nein, ich habe schon mal so ein Bier. Also da war nicht nur Bier drin, da sondern alles okay. andere auch noch drin. Aber ich habe mir über das Bier am meisten gefressen. Ja, schon. Ich habe zurzeit einen Soßen-Adventskalender. Ja. Nein. Ja, mit so Glasl. Ja. Ja, den habe ich ja. Warte, okay, schau mal, war bei dir schon eine Tartarsauce drin? Ja. Haben wir den gleichen? Ich habe noch nicht alle, erst 2 aufgemacht. Dann war Tartarsauce drin ja, und irgendwas Feigen. mit Feigen, ja. Dann haben wir den gleichen. Ja. Das gibt's ja nicht, ey. Ja. Geil. Was mich ein bisschen enttäuscht hat, dass das schon draufsteht, was alles drin ist. Habe ich nicht geschaut, okay, extra nicht. Es ist in Tür 3. Ja, aber da steht ja, aber das ist ja gut im Design versteckt. Ja. In Tür 3 möchte ich noch nicht spoilern, aber Ja. da ist ein Chili-Senf drin. Hey. Der ist scheiße scharf. Okay. Ich habe mich fast eingeschissen. Ich habe den probiert, nur so ein Messerspitzen und ich habe hab mich wie Fuchur gefühlt. Ja. Für die Jungen und da ist es ein Drache. Ja. Schaut den Film. Die unendliche Geschichte. Ja. Ich glaube, der ist gar nicht gut, gell? Konnte Feuer spucken, die Brie. Nein, ich glaube nicht. Das ist einfach nur ein scheiß riesiger Lindwurm mit Pelz, oder? Das ist ein Drache. Ja. Man muss schon Feuer spucken können. Okay. Ich. Aber ich weiß nicht, ich habe den Film, glaube ich, nicht gesehen. Lindwurm nicht ein Drache, nur halt in die deutschen Märchen. Um das geht's doch gar nicht. Und können Lindwürmer nie Feuer spucken, oder wie? Weiß ich nicht, hab keinen getroffen bis jetzt. Ja, ich auch nicht. Dann war es sowieso rein. Wir sind ehrlichen Politiker. Ja, Dieb. Aber es war. Ist so. Ist so. Ja, was ist die Woche sonst noch passiert? Okay, aber ich war mir nicht sicher, ob du es zum Thema der Woche machen willst. Also geht es oder? Eine Sache hat man noch davor kurz mal noch mein Musikvideo ein bisschen weiter draht. Ach so, ja. Ja. Und da kann man noch ganz kurz springen, wenn wir beim Musikvideo sind, zu unserem Secret-Tipp. Hat mich total überrascht. Ich war sehr voreingenommen tatsächlich davor. Ja. Und zwar der Kalberbrei in Dates. Ja. Klar, sehr touristisch und es sind zum Videodreh sehr viele alte Leute gekommen, die mich ständig gefragt haben, wenn ich rausgegangen bin, wo denn die Reisegruppe hin muss. Also wirklich? Ja, also ungelogen, ohne Übertreibung 4-mal. Das Geile ist, es hat eine Szene gegeben, da haben wir einen Harry mit dem Stuhl gefegt. Und in dem Moment kommt gerade einer von den Kellnern rein und ich habe da gerade hingeschaut, also ich habe einen Harry mit dem Stuhl gefegt und schauen, er kommt rein. Und man hat gemerkt, er hat wirklich versucht, also er ist professionell geblieben, aber sein Blick, also seine Augen haben was ganz anderes. Er hat nur gesagt, fuck, ich hätte das gerne einfach nicht, ich hätte das sehr gerne nicht gesehen. Ja, dann bin ich hingegangen zu ihm, weil er wegen der Rechnung gefragt hat, ob er Jacken falsch gehabt. Und ich habe ein T-Shirt mit Fuckmaschinen. Ja. Dann, ist okay, wenn ich in 10 Minuten Rechnung bringe, dann sage ich, ja, kein Problem. Alle, gar kein Ding. Ja, das war so eine osteuropäische Bedienung nach meinem Geschmack. Er war er war schon ein alter Hase auf jeden Fall in dem Business. Einer, der so die Weiber Ü50 halt richtig abholt. Genau, genau weißt, der hat ein paar flapsige, geile Sprüche drauf. Ist ja nicht schade, mal eine zu umarmen und ein kleines bisschen Stief zum Greifen. Also, zu tief für die Welt für die Vogue-Bubble. Ja, genau, richtig, ja. Für die ganzen She-Hers, Wer ein paar stabile Atzen ist, da ist noch das ist gerade recht, dann sind es ein paar Love-Handles. Ja, schon, ja. Naja, wer soll ich sonst sagen, dass ich ernst meine? Das ist morgen, ja. Also, wie wär's immer, also ganz ehrlich, wenn das Gute und Herzen nicht mehr das ist, was aktuell bei den jungen Dinger ankommt, was soll ich denn dann machen? Geht nur noch alles digital. Ist das Problem? Muss ich auf Tinder, wo. Oder wie flirtet man sonst? Ich weiß nicht. Wie soll ich es denn sonst checken, dass ich es ernst meine? Na, sollen wir alle in unseren Handy reinschauen. Ja, schon, stimmt. Und dann irgendwann hockt man in der Bahn übereinander und dann schreibe ich mit der daneben mir. So wird es kommen. Dann wird es und dann sage ich, hi. Ja, wo bist du gerade? Ja, genau. Dann hat jeder sein Wow.
Ja, das passiert oft. Ja. Ist es nicht wahrscheinlich, dass jeder bald eine KI hat, die die eigene Persönlichkeit komplett widerspiegelt und die Kommunikation für die übernimmt? Na, wahrscheinlich. Und dann hocken wir wirklich nebeneinander, reden die zwei KIs, die entscheiden, sind wir, sage ich mal, kompatibel und dann reden wir gar nicht mehr, sondern nur die KIs und wir ficken nur noch. Ja. Das war ja voll geil. Ja, schon, ja. Da hat man einiges. Das ist ja echt cool. Ersparen. Ja. Ja. Viel absagen, ja, weil schau mal, du näherst die von Handy zu Handy, die checken gleich, was ist das für ein Mensch und der sagt gleich, also die ist von einer Frau und ich glaube, dass man dann, okay, das wird irgendwann in 5, 10 Jahren oder so, wird sie sagen, fuck, der Alter hat es vor alle anderen gewusst und dann wird es aber bald Anbieter geben, die das hacken können, wo du dann deine Persönlichkeit ganz anders darstellst, also dass wenn die Weiber kommen, ich bin schau mal, Arzt, 2,10 Meter, weil wenn das da steht, dann glaubt sie mir das auch, wenn es neben mir steht. Also so Face-App quasi fürs komplette, für den kompletten Menschen, und für den Charakter. Und das wird dann auch staatlich reguliert, dass du sagst, du darfst es nicht faken, das ist wie der Personalausweis, kriegst du einmal und du kannst nicht darauf zugreifen. Dann gibt es ein Bodyfation, das damit du ausschaust wie der größte Babo. Ja. Das sagt man noch Babo, gell? Safe. Digga. Ja, wurscht, jetzt haben wir komplett. Aber das ist. Ich hoffe, dass ich noch so lange lebe, dass ich meinen Verstand hochladen kann. Was, dass du? Also, dass ich meinen Verstand auf der Cloud laden kann. Das ist das Wichtigste. Das glaube ich, ja. Ich stelle mir gerade vor, wie wir unseren Verstand hochladen und sieht die KI und denkt, oh, wow, okay. Das kommt dann, hat der Download abgebrochen, der Upload? Wo ist der Rest? Ja. Das ist scheinbar ein fehlerhaftes. Irgendwann suchen sie uns dann, weil sie irgendwas von uns brauchen, weil nur wir die Welt retten können und dann schauen sie uns seine Verstände. Ich weiß nicht, was der. Keine Ahnung. Jeden Verstand von uns von der Floppy-Disk runter. Ja, stimmt, von so einer 0,8 Megabyte. Ja, schön. Da ist noch was frei. Da passt die ganze Band auf. Da gehen wir alle in unserer Umgebung. Ja. Außer meine Oma. Na, die hat früher erlebt. Ja. Ach ja. Thema der Woche. Ich weiß nicht, oder sollen wir das zum Schluss machen, weil es mich irgendwie nervt? Ja. Was haben wir? Stimmt, machen wir erst die Ange. Ja. Oder jetzt das und dann können wir dann wieder positiv enden. Ja, okay, gut. Passt. Okay. No. Das ist dein Zettel. Ja, ich weiß schon. Ja. Das Thema der Woche ist, wir haben es ja schon ein paar Mal eine dumme Fotze. Schon ein paar Mal erwähnt, ja. Das Thema der Woche ist quasi, wie Bands reagieren können, wenn eine dumme Fotze. Ja, übergriffig wird. Ich weiß gar nicht, ich glaube, es ist das erste Mal, deswegen eigentlich, ich habe ja gedacht, dass ein Typ einmal sowas macht bei uns irgendwie. Also es ist irgendwie das erste Mal, also es hat ja schon immer mal ein paar gegeben, also es gibt ja immer ein paar Leute, die nicht mengen. Ja. Es gibt auch, wir haben ja auch schon den Fall gehabt, dass irgendwelche Leute uns bei Veranstalter blöd dargestellt haben. Ich nenne hier keine Namen, noch nicht. Die dann irgendwelche Behauptungen in die Welt getragen haben. Ja. Aber das ist jetzt irgendwie das erste Mal, wo ich finde, ich meine, wir kennen unsere Einstellung hier, mir ist alles scheißegal, haben wir schon mal gesagt. Und wir sind ja grundsätzlich unangreifbar, wenn es gegen uns persönlich geht. Aber das ist halt jetzt irgendwie so nochmal ein anderes Level, weil wir haben es, ich glaube schon zweimal so erwähnt. Damals habe ich es noch ehrlich gesagt in die Podcasts davor, habe ich es noch witzig gefunden, habe ich gedacht, das schmeißen wir jetzt, das fällen wir jetzt so zwischendrin immer mal wieder, da haben wir es mit rein, und weil ich mir gedacht habe, Gott, das ist was sich einfach sofort wieder verebben wird. Ja, es ist, glaube ich, auch insofern war es ja wurscht, wenn Musik nicht ein Teil von unserem Beruf war und wir damit unsere ganzen Unterhaltszahlungen tätigen müssen. Weil sonst da hinfahren und da einen Schädel, aber würde ich sagen. Dann war es nur ein Teil waren wir alle nur ein Teil von einer Statistik. Schon, ja. Also kurzer Kontext für euch, es gibt excuse my French, eine dumme Hau. Ein großes Wort, gell? Das ist ein Scheiß ist dieser Influencer. Nennen wir es eine Reporterin. Ich glaube, das ist werdende Reporterin. Ja, aber, also, okay, wir fangen nochmal von vorne an. Das ist mal, die gute Lisa, ich hoffe, du siehst es auch, hat uns über die letzten Wochen, ist uns ständig schon irgendwie so ein bisschen auf den Sack gegangen, aber was ich zum Beispiel gar nicht check, ist, warum es jetzt so
also warum es jetzt so mehr Stoff gibt. Ja, vielleicht, weil wir schon ein paar Konzerte announced haben für nächstes Jahr oder so, größere Sachen, keine Ahnung. Haben wir das schon? Ja, Go To Go ist veröffentlicht worden. Oder weil wir so hardcore geghostet haben, weil das ist Menge Weiber. Ja, also die ist also am Anfang hat sie nur immer uns geschrieben, irgendein Ding von ihrer hat weiß irgendwas über uns, was komplett lächerlich ist. Ja. Und ist ja mir scheißegal. Ich weiß nämlich was, ob wir uns was zu Schulden kommen haben lassen oder nicht. Ja. Und jetzt schreibt es tatsächlich auch schon Influencer an. Ja, der Mann, der nicht lügt, hat nichts zu befürchten. Ganz genau. Ja. Und ja. Jetzt sag mal die Nachricht, die was Ding geschickt hat, einen bayerischen Freak, der uns das netterweise dann zukommen hat lassen, weil es nämlich nicht STGF, sondern er fragt nach einer Stellungnahme. Ja. Nein, Schmarrn, das machen die jetzt schon besser mittlerweile. Jetzt pass auf. Findest du auch, dass sie schon so eine Stimme hat, wo man irgendwie fad wird? Ja, er ist ja der Preis. Nichts gegen Preis. Null, aber das ist... Hello, sorry, dass ich dir jetzt einfach so random eine Nachricht schreibe, aber ich habe gesehen, dass du wohl auch ein bisschen was mit Los Brutalos zu tun hast. Sie hört Los Brutalos richtig aus. Das ist schon mal gut. Wahrscheinlich von ihrer Freundin. Ja. Beziehungsweise sie auch kennst und wollte dir eigentlich nur kurz sagen, dass ich mich an deiner Stelle erstmal von ihm fernhalten würde. Sehr kryptisch. Ja. Also, okay, pass auf. Hätten wir uns was zur Schulde kommen lassen, wieso sagt sie es da nicht einfach? Ja. Also warum versucht jetzt hier irgendein scheiß Mysterium? Ja. Was mich halt auch irgendwie triggert, ist, dass wir ja, auch wenn wir die allerbesten und größten sind, uns ja bekanntheitstechnisch sehr im Mittelfeld bewegen. So ach so, du meinst, also, ja, du verstehst nicht, warum sie da so... Ja, gut. Ja. Also in Bayern sind wir schon bekannt, aber... Ich schätze, vielleicht ist da ein bisschen ein Bayern-Hass dabei. Das kann sein, Das ist ja schon mal Punkt 1. Ja. Wahrscheinlich hat ja irgendjemand die Schlag am Preis geschickt. Ja, wahrscheinlich ich. Ja, stimmt, ja. Immer wenn wir besoffen auf irgendeinem Fest leben, ich schlage am Preis, ich kann nicht mehr, finde nicht mehr. Ja, so schreiben wir. Wahrscheinlich, ich glaube, dass wir uns jetzt gerade einfach gegenüber sitzen und derjenige, der schuld ist, weiß ganz genau, was los ist, aber wir sagen uns einfach gegenseitig. Nein, nicht. Beide so viel Dreck am Stecken. Ja, aber wichtig ist, dass der eine den anderen halt mit runterziehen muss. Ja, weil das Schiff geht dann gemeinsam runter. Ja, und jetzt ist halt die Frage, also, ja, wie willst du reagieren? Also, erstens, was ich auf höflichste Art und Weise sagen will, du bist... Nein, ich sag's nicht. Eine dumme Fotze. Darfst du nicht persönlich werden, ja. Nein, also ich bin ja immer der Meinung, Angriff ist die beste Verteidigung, vor allem wenn man... Dann fahren wir also doch hier. Ja, schon, ja. Ein verbaler Angriff. Ja. Wie gesagt, wir sind ja nicht auf den Mund gefallen, aber auf den Kopf, das schon. Hast du eigentlich schon geschaut, ob sie es gespart haben? Ich habe heute tatsächlich noch mal geschaut. Nein, ja noch nicht. Aber ich glaube, da müssen wir dann noch mal einen kleinen Aufruf machen. No. Ja, also ich wüsste nicht, was sie sagen kann, was wir die ersten schon selber schon gesagt haben. Ja. Was die Leute nicht schon wissen. Wow. Vielleicht hat sie mein BMI rausgefunden. Fuck, ja. Fuck, vielleicht. Ja. Ich glaube, dass ihr also entweder das. Ja. Ich schätze, ihr Freundin, von der sie redet, ist einfach eine, die war beim Konzert und war dann saufhart, dass ich so klein bin und du so fett. Ja, schon. Die Welt können wir hat schön bei der Bavarian Gods Tour hat das Plakat gesehen, wo wir zeichnen haben lassen, wo wir alle gleich groß sind und so eine Muskeln haben. Und jetzt sechs unsere. Ja, einzige, was auf dem Plakat stimmt, ist, dass ich auch schon wie Ausländer. Ja, und bei mir, dass ich blond bin. Aber auch nicht einmal. Ja. Nein, das sollten wir haben hier aufhängen, das Plakat. Das mag ich auch gern. Ja. Haben wir das Plakat? Nein, das können wir drucken lassen. Also wir die. Wie? Mhm. Stimmt, wir sollten alle unsere Tourplakate aufhängen. Das ist eigentlich ganz geil. Puh. Das lieber duck die Glaube, da sind wir nicht selber drauf. Ja, sind wir da nicht drauf. Nur die Leber. Aber was haben wir die Leber nicht? Nein. Puh, heute ist er. No, die Lasagne. Die Lasagne kommt bei mir dann auch. Ja, er hat gesagt, Angriff. Also Attacke. Ja, mich würde es halt interessieren, wenn sie Neues kontaktiert hat, dann müssen wir jetzt mal fragen, so ein Alma da oder Anja oder so Leute, die wo in unserem Corner sind, ob die auch so eine Nachrichten gekriegt haben oder irgendwelche Feature-Gäste wie der Lenzi oder die Glue Boys oder so, oder ob es jetzt nur auf
ja, Bayerische Freak ist ja ein Comedian dann, oder? Nicht kein Influencer. Beides. Beides, ja, stimmt. Influencer sind wir alle. Ich hoffe, dass es nicht ans Heftig kann. oder die schon wieder. Ja. Scheiße, weil wenn die das rausfinden. Ja. Weil wenn es ein Ringelstädter in seiner Show breit tritt, dann sagen es extrem viele 70-Jährige. Ja, stimmt, ja. Also ich finde irgendwie, irgendwie müssen wir das ja nicht recht viel näher thematisch. Jetzt schauen wir erst einmal. Ihr habt mir die Liste. Der Anwalt ist informiert. Ja, wir werden rechtlich dagegen vorgehen. Und wenn das nicht hilft, dann fahre ich in mein Heimatdorf und hole ein paar serbische Bauern, die das mit Waffengewalt regeln. Entschuldigung. Ich bin gespannt, was jetzt, ich meine, der wird erst am Sonntag ausgestrahlt, der Podcast, wahrscheinlich ist bis dahin schon alles anders. Wir laden ihn genauso, wie es ist, hoch. Ja. Wahrscheinlich sitzen wir schon im Knast. Das ist so geil. Ja, boah, das teilt uns ja, also egal, was sie Street Credibility bringen. Genau, richtig viel neue Geschichten erzählen dann. Ja. Boah, wir dann im Knast so ripped werden, weil der den ganzen Tag nur oder der rausgehört, ja, stimmt ja. Weil ich hätte richtig, also noch schlechtere Haut. Ich darf mich ja nie wieder rasieren im Knast. Aber dann könnte ich mir schauen, wie er voll weit ausschaut. Ja. Nein, okay, pass auf. Folgendes Versprechen. Ja. Wenn ich in den Knast komme, irgendwann einmal, dann lass ich mir einen Schnauzer stehen. Oh, ja. Ja, weil ich schon, also für irgendeine Musikvideo muss jetzt einmal her. Ich wollte jetzt beim Alliance nachfragen, wie ich das machen muss, dass das dann solide wird. Mhm. Ja. Aber magst du dann alles andere wegmachen, oder? Nein, jetzt erst einmal nicht. Weil das halt keiner von uns tut. Also ich hab inzwischen, finde ich den Schnauzer ziemlich geil, aber das Problem, alles andere wegzutun. Und der ist halt auch ganz schlimm. Ja, also bei mir ist halt bei mir kaschiert der Bart ein bisschen mein Doppelkinn, das kommt halt dann erschwerend hinzu, dass ich dann halt einfach ein Doppelkinn habe. Ja. Aber ich glaube, dass einfach klar Doppelkinn präsent, aber Riss steigt halt. Ja, definitiv. Ja. Definitiv. Da müssen wir dann schauen. Los Brutalos Favorites, ich glaube, das ist relativ schwierig, weil wir gar nicht so viel haben. Unsere Lieblingsfeatures. Weißt, herein. Ey. Schade. Ich hab wirklich gedacht, der Nikolaus. Ich bin aber nicht der Nikolaus. Nee. Ja, hey. Servus, übrigens der Onkel Harry. Ja, servus, Onkel Harry. Geil, schaut euch mal den Pulli an. Den könnt ihr euch heute noch bis 24 Uhr kaufen, wenn einer da ist. Also kommt am Sonntag raus. Am Sonntag? Ja. Was? Hier gerade was? Nein, das ist gut. Was ist hier los? Hat sie das ja brav? Ja. Nein, was brav? Es passiert gleich irgendwas. Ja. Das kommt doch, das ist jedes. Das fehlt bloß noch eine Sache, dass das hier richtig schön wird. Vielleicht der Engerli, das mal ein bisschen Bier bringt, ha? Ja, hast du schon eins. Scheiße. Wo habt ihr gerade geredet? Nein. Ja. Passt jetzt ja gerade. Vielleicht der Engerli, das mal ein bisschen Bier bringt. Vielleicht ein Engel, der ein bisschen Bier bringt. Vielleicht der Engerli. Jemanden laufen hat oder jemand. Ja, das ist doch offen, Gott. Ja, herein. Muss ich aufmachen? Herein. Ja, das schalte ich die Tür. Klar. Ich hab gedacht, das Jahr ist nicht. Ja! Oh Gott. Das ist doch unglaublich. Warum jedes Jahr? Ich glaube, du musst ein bisschen runter, damit die. Nein, ja doch. Also musst du schnell schauen, ein Pudel ist. Sonst zoom ein bisschen auf. Hey. Also, Oberkante. Ja. Hey. Ich schwöre, ich hab dieses Mal gedacht. Ich hab gar nicht dran gedacht. Ich hab heute dran gedacht und gedacht, es gibt ja gar keine Möglichkeit mehr. Ja. Okay. Meine Kinder. Du hast nicht erzählt an deiner Verrückten. Nikolaus. Dieses Jahr wieder regst du dich über den Weg, wie ich mich kleide. Wie ich aussehe, regst du dich auf. Und schreibe für nächstes Jahr. Okay? Achso, das gehört noch nicht dazu.
Sag mal, es brauchst du irgendein Mikrofon, nimm es mal aufs Handy dann auf. Brauche ein Mikrofon. Achso, ja. Wer redest denn du mit mir? Stimmt, Entschuldigung. Von draus vom Walde komme ich her. Ich muss euch sagen, es weihnachtet sehr. Überall auf den Tannenspitzen sah ich goldene Lichtlein blitzen. Und droben aus dem Himmelstor sah mit großen Augen das Christkind hervor. So lustig. Und wie ich so strolcht durch den finsteren Tann, da rief's mich mit heller Stimme an. Knecht Ruprecht, rief es alter Gesell, hebe deine Beine und spute dich schnell. Die Kerzen fangen zu brennen an, das Himmelstor ist aufgetan. Alt und jung soll nun von der Jagd des Lebens einmal ruhen. Und morgen fliege ich hinab zu Erden, denn es soll wieder Weihnachten werden. Ich sprach, o lieber Herr Christ, meine Reise fast zu Ende ist. Ich soll nur noch in diese Stadt, wo es eitel gute Kinder hat. Hast denn das Säcklein auch bei dir? Ich sprach, das Säcklein, das ist hier. Denn Äpfel, Nuss und Mandelkern essen fromme Kinder gern. Hast denn die Rute auch bei dir? Ich sprach, die Rute, die ist hier. Doch für die Kinder nur die Schlechten, die traf sie auf den Teil, den Rechten. Christkindlein sprach, so ist's recht. So geh mit Gott, mein treuer Knecht. Von draus vom Walde komme ich her, ich muss euch sagen, es weihnachtet sehr. Nun sprecht, wie ich's herinnen fand, sind's gute Kind, sind's böse Kind. Also, was seid ihr? Ich bin ein gutes Kind. Ich bin voll wie ein Scheißheißler. Ja. Oder das, was die Lisa sagt. Was willst du das jetzt zu meinem Kleidel sagen? Habe ich sonst das zu deinem Kleidl gesagt? Das ist spitze. Eieiei, mir ist nicht bewusst, dass der Besuch heute in den Oberlandwerkstätten stattfinden hat sollen. 1, 2, nein, sogar 3 von dieser Art. Aber ich wäre ja nicht Nikolaus, beschenkte ich nicht auch die, von denen es mich graust. So lasset uns sehen, was meine Liste zu mir spricht. Fangen wir an mit dem ersten Wicht. Oh, das schaut die ja. Ist denn der Kidrip heute auch da? Ja, hier. Soll ich nicht auf deinen Schoß? Das Mikrofon halten. Warte, ich halt das Mikrofon, dann kannst du dein Ding entgegennehmen. Ach so. Nein, passt schon. Ach so, ja, gut. Hallo, Kidrip. Hallo. Ich glaube nicht, dass das noch verrückten ist. Das glaube ich nicht. Das ist Ich schwer. habe gehört, du hast dem örtlichen Getränkemarkt ganz uneigennützig. Nützig? Okay, uneigennützig ausgeholfen. Du sollst so viel Bier gesoffen haben, dass die Rente deren 6-köpfigen Familie gesichert ist. Ja. Dafür will ich dich loben. Weitermachen. Allerdings steht hier auch geschrieben, dass du unartig gewesen bist. 6 Mal an der Zahl. 6 Mal an der Zahl sollst du dich vergessen haben. Ja. Den Milchbehälter der Kaffeemaschine nach Benutzung zu säubern. Ja. Stimmt das? Ja. Aha. Machen wir das besser? Ja. Okay. Jetzt steht auf meiner Liste ein Harry. Harald, du sollst die ganze Mannschaft mit deinem ausgefallenen Kleidungsstil Tag für Tag aufgemuntert haben. Kann das sein? Diese Lokalität ist ein einziger Laufsteg für dich. Nun muss ich aber auch dich rügen. Entschuldigung, aber Bier getrunken. So ist recht, Nicolo. Du sollst eines deiner Bandmitglieder hinterlistig zu Drogen in Form von Schnupftabak verleitet haben. Ist das wahr? Ja. Das ist wahr. Nein. Du hast jetzt noch die Möglichkeit, das zu tun, gell? Na. Bin mir ziemlich sicher, dass es nicht so war. Mach nicht was zu trinken. Jetzt hat er einmal einen Krampel nicht dabei, gell? Mutig. Nun habe ich noch einen einzigen Namen auf meiner Liste. Oid-O. Du hättest es doch einmal durchlesen sollen.
fast übersehen. Oh, au. Weiße Glorben, Mann. Da. Über dich erreichte mich frohe Botschaft, dass du wohl eine Kätzchen-Leckstation eröffnet hast für mutterlose Kätzchen, die Liebe brauchen. Hervorragende Arbeit. Weiter so. Das ist eine Kätzchen-Leckstation. Ja. Geht's um Pussy? Nun habe ich aber auch noch etwas anderes gehört. Du hast dir wohl eine Bierdose so stark gegen den Kopf gehauen, dass du blutest? Ja, und? Blutetest? Was ist da doch schlecht? So geht es aber nicht, mein Junge. Nicht das Bierdosen gegen den Kopf hauen, versteh mich nicht falsch. Dafür gelangst du sicherlich auf die artige Liste. Aber an deiner Kopfstärke musst du noch arbeiten. Nun gut, da ihr alle drei trotz großer Fehltritte so brav wart, so sei euch ein Geschenk vergönnt. Bei meinem Bart. In meinem Sack habe ich sie für euch dabei. Nicht eins, nicht eins, nicht zwei, nein 3. Über den heiligen Samen. Das oh, das schaut geil aus. Oh, das... Entschuldigung, Nicolo. Ja! Ja! Ich hoffe, ich habe 2 drin. Ja! Was ist denn das auch weh? Das ist eine Schnapspraline, oder? Oh, das ist so reinig. Ja, Harry hat 1! Na! Lind Williams. Ja, den müsst Ist das wieder ein Spaß von dir, Harry? Was wir damals im Krankenhaus? Ich muss mich nun leider wieder verabschieden und andere Kinder warten auch auf ihr Geschenk. Mei, danke. Danke, Nicolo. Mann, eigentlich habe ich mir überlegt, ob wir sie das mal überraschen. Ja. Na, nächstes Jahr. Und das ist eiskalt, oder wie? Wo hast du denn das versteckt gehabt, du Rindviech? Mei. Hast du das auch gerade noch geschrieben? Ihr? Boah. Ja, leck mich am Arsch. Ja, leck mich am Arsch. Dann Harry, Prost erst einmal. Hast du noch was von deiner? Ich habe schon den letzten Schluck gehabt. Sonst war nicht der Harry, aber... Ja, geil. Ich habe gar nicht gewusst, dass ein Gedicht kommt. Sagt erstens, sie haben es komplett vergessen und ich soll einfach nein. Ja, nein, Bring dann Bier. also, krass. Also das Jahr, ich hab mir gestern oder heute haben wir irgendwann mal gedacht, ja, heute haben sie gar keine Möglichkeit mehr das zu machen. Was war dein favorisierter Nikolausbesuch bisher? Also, am meisten angepisst habe ich mich beim ersten Mal, weil ich gar nicht damit gerechnet habe. Aber ich finde es jedes Jahr wieder lustig, Ja, wenn er da steht mit dem richtigen ja. Nikolaus. Ja, also deswegen können wir die 2 nicht entlassen, glaube ich. Nein, das ist echt schwierig. Na, Sehr schwierig. Nein, sehr lustig. naja, obwohl vielleicht macht es irgendwie anders dann. Stimmt, Ja. Haben wir einen Deal, da ja. Sagen. Er hat gesagt, falls es vom Mikrofon nicht gehört, dass er sich freiwillig melden darf, Ja. wenn wir das Ich will aber, dass du beide Rollen spielst. Und immer wieder rausläufst, um dumm zu sein. Ich Okay. glaub, dass er das echt gut machen kann. Geile Mützen. Ist die in unserem Inventar, oder? Ist das... Okay. Ja, Okay. geiles Ding. Diese Sonnenbrille ist in unserem Inventar. Ja, oh, ich will einen kurzen. Nicht schlecht. Wow. Ein großartiger Likör und andere Spirituosen. Ja. Und die sind ja nicht so fein Hast an du auch meinem einen Williams Musikvideo. drin gehabt? Ja, Sollen wir den schnell essen? ich muss ja Was noch denn? fahren. Das ist ja nicht wirklich ein Schnaps. Doch. Echt? Also da ist Flüssigkeit drin. Okay. Dann haben wir letzten Schau aufgehört. Trinke lieber noch den. Ja, aber wie lange sind wir denn? Also brauchen wir eine künstlich länger. 37 Minuten, ja, dann lass uns noch. Die Favorites hast du. Achso, Ja. Features, lassen wir das aus. Ja, dann machen wir die 5 Entweder-Oder-Fragen. Und dann Abfahrt. Ja. 5 Entweder-Oder-Fragen. Harry, hock die Eier, dann machst du auch noch mit. Ja. Wir haben noch leider alle Stühle belegt. Im Studio ist noch ein Stuhl. Ja, der kann ja da hier auf den Bar. Also ja. Okay, 5 Entweder-Oder-Fragen. Lieber Florist sein oder einen Geschenkeshop, Das sowas. soll nur der Harry jetzt beantworten. Ja. Nimm's einfach am Also, ich habe die Frage nicht gehört. Warst du lieber ein Florist oder darfst du lieber so einen Geschenkeshop leiten? So was wir vorhin in Lengres, also so ein Nanunana für Arme. Also, ich darf einen Geschenkeshop nehmen. Na, wer darf der heißen? Geschenke. Na, du spinnst ja. Presents. Okay. Ja.
Also, Oh, die nächste Frage. was ist das für eine Gurke? Sorry. Er bricht ja vorhin unser Safe Space. Ich hab's gerade gesagt, dass er Vieri kennen. Wir haben mich schön im Hintergrund gehalten. Okay, die nächste Frage, die ist, die haben wir, glaube ich, auch schon das ein oder andere Mal besprochen. Aber jetzt Was hätte sie denn jetzt gemacht, wenn ich nicht gekommen war? Dann hätte sie wieder die gleiche Frage besprochen, die Nein, ich schon... also es ist noch nicht so konkret gegenübergestellt worden. Aber darfst du lieber meine Mama oder ein alt aus Mama mit so einer Schlägerei mitnehmen? Oh, das ist richtig zart. Es kommt halt drauf an. Ja, es kommt einfach drauf an. Aber ist das so ein Full-on Two-on-Two? Also ich mit einer von euren Müttern gegen zwei andere? Oder? Ja, das ist ein Tag-Team. Okay, Tag-Team. Das heißt also, man kann auch nicht irgendwie hintenrum angreifen oder sowas. Nein, es ist WrestleMania, nur halt mit Tag-Team. Dann da die tatsächlich einmal aus seinem Arm nehmen, weil sie, glaube ich, rein muskeltechnisch da einen Vorteil hat. Und ja, die da halt. Ich glaube, dass meine Mama bösartiger ist. Ja. Ja, und ich weiß ja um die Kniebeschwerden. Ja, stimmt. Deiner Ja. Mom. Aber das, glaube ich, macht sie weg, plus wegen dem Oberarm-Tattoo. Also ja, also wenn ich mich entscheiden kann, dann darf ich mir rausnehmen und die zwei losschicken, weil dann darf man auf jeden Fall gewinnen. Ja, das war, glaube ich, eine wilde Mischung. Auf jeden Fall. Ja, abartig. Alter. Okay. Okay, lieber einen ganzen Spielzeugschleim essen oder eine Maß Wurstwasser mit Stückchen trinken? Warum wählen? Also meinst du diesen... Ja, der Schleim, der immer in diesem Plastikding da drin ist. Ich weiß nicht, also ich schätze, wenn der mich nicht umbringt, darf ich wahrscheinlich den fressen. Ja. Aber kann die den auch mit Stückel haben? Also mit den Wurststücken vielleicht? Ich glaube, das ist möglich, ja. Ja, das war eine schwere Entscheidung. Gibt es eine Mini-Winis noch? Oh, sehr gute Frage. Nein. Na, Der will gerne weg. Wir haben die nie gehabt, weil das war das Markenzeichen. Okay. Ja, ich bin in einem Slum groß geworden. Ja. Waren das einfach nur kleine... Also das waren kleine Wiener in so einer Ketten und die waren im Glas drin. Doch, die habe ich auch gehabt. Ja, die waren... Würstchen. Aber alle Würstel, die in so... Waren die auch in Wasser drin? Ja. Weil die sind immer kreislig. Ja. Immer. Ja. Ich hab's gegessen, kalt wie warm. Aber... Ja. Die Feste feiern, wie sie fallen. Gell? Ab und zu, wenn es halt passiert. Oder wenn Fressfeinde in der Nähe sind. Ja, gut. Ja, nicht schlecht. Ja. Okay. Die nächste Frage, Harry, war entweder oder. Lieber, ich schlage am Preisen im Bundestag für alle wichtigen Leitspullen oder sauf aus auf einer großen Veranstaltung gegen Alkoholismus. Oh, das ist echt schwer, aber ich darf mich tatsächlich auf Sauf aus, ich darf Sauf ausnehmen, einfach weil es so, also nur wenn wir halt auch den Mass-Ex-Wettbewerb vor die Leute machen. Ja. Also da immer mit die Leute, ja, natürlich. Ja. Die Leute auf die Bühne dann. Ich glaube, ich darf die Schlag am Preisen spielen. Ja? Weil es ja in Berlin ist und das ist auf jeden Fall mit Meter. einem Augenzwinkern natürlich. Ist halt Meter. Ja. Weil also, da wären ja sogar dann, also auch wenn du jetzt zum Beispiel die AfD im Bundestag hast, wären ja sogar die angegriffen. Also ich pisse da jedem ans Bein, außer vielleicht den einen oder anderen von der CSU, der sich da eingeschlichen hat. Ja. Also ich pisse halt aber auch jedem auf dieser Anti-Alkohol-Demo das ist wahr, ans Bein. Ja. Ah, das sind nicht Menschen, die wirklich das Problem haben. Und Ja, warum? Hey, das kannten ja einfach. ja, aber ich glaube, die haben ein Problem, wenn wir da auftauchen. Aus Berlin, oder? No. Okay. Letzte Frage. Ich glaube, ich kenne die an. Ja, wohl, nein, das ist echt schwierig. Mit Antidonna oder mit Tenacious D saufen? Oh. Also hättest du mich vor 3 Jahren gefragt. Ja. Dann hätte ich Safe Tenacious D genommen, weil ich glaube, ich darf trotzdem bei Tenacious D bleiben, wobei ich glaube, dass weder Dino Antidonna wirklich saufen. Ich glaube, also das Problem ist halt, dass ich dann sauf.
Und sonst keiner. Aber ja, wenn ich mir jetzt entscheiden muss, Tenacious D. Tenacious D. Einfach nur, weil ich schon länger Respekt für Tenacious D habe als für Anti-Donna. Die sind nicht lange in meinem Leben. Ich hätte Tenacious D auf jeden Fall nicht mehr. Ich liebe beide, aber beide Gruppierungen. Also natürlich nur unter der Voraussetzung, dass Tenacious D. Ich habe irgendwann einmal gehört, ich glaube Sabrina hat es erzählt oder du, dass das Ding gar nicht mehr sauft. Also dass beide nicht saufen. Und das war halt echt schlimm für mich. Ich dachte, mit denen geht es saufen. Ja, ich mag halt Australier, glaube ich, lieber wie Amis. Deswegen. Ich glaube halt, dass in dem Bereich, wo wir unterwegs sind, Tenacious D so viel mehr für uns relevante Stories zu erzählen hat. Das stimmt. Als Anti-Donna, aber rein humortechnisch. Also ich glaube ehrlich gesagt, dass humortechnisch mit beide brutal gut viben dort. Ja. Es kann halt sein, dass der Jack Black bei mir, oder dass beide ziemlich bitchy sind, weil ich auch klar bin. Ja. Und dass dann, wenn es jetzt nur ein kleiner unförmigen Typ das eine Band gibt, dann kann es sein, dass ich schnell. Ja. Passt für mich. Dann haben wir nur noch, was? Achso, Entschuldigung, ja. Was steht nächste Woche an? Wir haben einen Auftritt im Tanzhaus Treffer. Nächsten Freitag. Ja. Genau. Kommt alle vorbei, war cool. Tanzhaus Treffer macht Spaß, geiler Club. Geile Party. Richtig crazy. Dann darfst du die letzten Worte ummoderieren. Du sagst jetzt einmal, wer die letzten Worte hat. Die letzten Worte hat wie immer der wunderbare Kid Rap. Danke.